Hoch über der grünen Matte von Uri, nicht weit vom Gotthard, zieht sich eine gefährliche Schlucht durch einen uralten Felsen. Es ist die Schellenenschlucht. Heute fährt man über eine moderne Brücke bequem mit dem Auto über das wilde Wasser am Gotthard zu. Aber was ein Haufen fast vergessen haben, wo die erste Brücke über die Reis gebaut worden ist, hat der Teufel seine Hand im Spiel gehabt. Manches Jahr hat die Tiefschlucht Menschen und Dörfer voneinander getrennt. Auch die Geschwister, die Marie und Hans, die durch ein schweres Schicksal getrennt worden sind, haben wegen dem wilden Bach nicht beieinander sein. Hans, ich habe eine Idee! Die Marie ist ein gefitzt und sichoniges Mädchen. Immer wieder hat sie probiert, über die gefährliche Schlucht zu ihrem Bruder zu kommen. Jetzt klappt's! Hopp, 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 hopp! Aber die Schlucht war zu tief und der Bach zu wild. Der Hans war so traurig, dass er mit seinem Hund Lisali fort ist und sich geschworen hat, er komme erst wieder zurück, wenn er einen sicheren Weg zu seiner Schwester gefunden habe. Liesl, schau da. Vielleicht finden wir da ein warmes Bett und etwas zu essen. Komm. Es ist niemand daheim. Entschuldigung, Ich kaufe nicht. ich suche nur ein warmes Schlafplätzchen und etwas zu essen. Für mich Fahr ab. und meinen Hund. Hund? Ja, was bist denn du für ein flauschig Schätzeli? Ja, was bist denn du für ein guter Bauer? Ja, wie heiß ist denn du? Das ist das Lieseli. Und ich... Lieseli! Ja, du hast doch sicher Hunger. Ja, komm, ich gebe dir ein gutes Feini. Oder ein zwei, oder drei. Ja, Entschuldigung. Aber bei dir geht mir immer ein bisschen das Herz auf. Ja, die Einladung gilt jetzt selbstverständlich für euch beide. Auch wenn du nicht so flauschig bist. Na, komm rein. Komm rein, komm, ja, komm. Willkommen, willkommen. Bitte sehr. Schön haben Sie es da. Ja. Man macht, was man kann. Ja, ist ja nicht so schwierig, wenn man sich fast alles zaubern kann. Aber es macht halt keinen Spass, wenn man es mit niemandem teilen kann. Was mit niemandem teilen? Gibt es denn keine Frau Teufel? Nein, ich bin immer allein. Weißt du, es ist nicht einfach, jemanden kennenzulernen, wenn man so aussieht wie ich. Immer säckeln alle gießen davon. Und die erfundenen, bösen, sehr bösen Geschichten, die man über mich erzählt. Das ist doch alles gar nicht wahr. Menschen können sehr gemein zu einem sein.
Darum habe ich so gerne Tierli. Die sind immer ehrlich und so schön flauschig. Kannst du nicht einfach selber ein Tierli zaubern? Ich kann sehr viel zaubern. Nur nicht, wo lebt. Oink, 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 oink. Billige Kopie. Ich bin auch allein, Teufel. Ich habe zwar eine Schwester, die Marie, aber die ist schon seit Jahren nicht mehr bei mir. Auf einmal ist es aus dem Hans rausgesprudelt wie das Wasser die Schellen durchab. Er hat dem Teufel alles erzählt, von der Marie, der Schlucht und seinem Schwur, erst wieder zurückzugehen, wenn er einen Weg über das tobende Wasser gefunden hätte. Da hat der Teufel, stets zu Diensten, ihm einen Vorschlag gemacht. Ich baue dir eine Brücke zu deiner Schwester. Wenn ich dafür ein Tierli bekomme. Eins zum Gern haben. Ein Freund. Am liebsten. Am liebsten hätte ich ein Geissli. Deal. Der Hans hat Gewehrweise. Er hat die Brücke zu seiner Schwester ja unbedingt wollen. Deal. Aber woher ein lebendiges Geissli, wenn man arm ist wie eine Killemaus? Gleitig wie der Feen durch das Urnerland pfeift, ist der Hans heimzugelaufen. Im Stillen hat er gehofft, der Marie käme vielleicht wieder etwas Schleues in sie. Und so war es da. Hans, ich habe eine Idee. Wir könnten doch die Liesel als Geissli verkleiden und dann so zum Teufel schicken. Der merkt das sowieso nicht. Und die Liesel die kommt immer wieder zurück heim zu dir. Tada! Da wollen wir eins, hä? Wie ist es das schon wieder gegangen, Sternenkeib? Ah ja. Kichi, Kachi, Kuchi, Kechi, Wiese, Bot, Bulle, Techi, hinter tanzt der Junge und der Alte, und der Bock und der Stier und das Kalb. Tada! Da stehst du. Ein Bruck! Teufel, danke vielmals. Schau, du hast dein Geissli. Stopp! Nicht umarmen! Denke an Virus. Stimmt. Hey, ja, fast vergessen. Danke 1000. Bei mir willst du es gut haben, das soll dir noch nicht fehlen. Was zur Hölle? Liesel? Oh, ihr Menschen. Da haben wir einmal einen richtigen Freund. Und der wird mir hintergangen worden. Ich bin's. Der Teufel hat es dann doch nicht über das Herz gebracht, die Brücke und das Leben dieser kleinen Familie kaputt zu machen. Einmal mehr hat Marie die zündende Idee gehabt. Teufel, du darfst nicht traurig sein. Lass mir zu. Ein beimiges Restaurant muss hin. Jetzt, wo Kreti und Pleti heil über die Schellenschlucht fahren kann, erst recht. Und dem Teufel zu lieb serviert man vegetarische Kost. Nur schon wegen der herzigen Tierli. Und an dieser Weg hat das Trio viele glückliche Jahre zusammengelebt. Das Restaurant gibt es übrigens immer noch. Es heisst Teufelsbrücke. Und wenn ihr mehr lustige Filmparodien sehen wollt, dann nicht vergessen, hier zu klicken und unten die Glocke aktivieren und den Kanal abonnieren.